Talk it like Louis D. Jetzt, ich weiß nicht, jetzt machen wir das mega professionell. Für den Vorteil. Ladies and gentlemen, welcome to Louis D. Ein wunderschönen guten Tag miteinander, meine Damen und Herren. Ja. Wir haben zu der Rechten der wunderbare Luz Palokai. Hello, hello. Meine Wenigkeit ist da und wir haben wieder mal einen Gast dabei. Ein 1,83 grosse das Aushängeschild vom Schweizer Nationalrat. Der André Silberschmidt ist da. Kurz Applaus. Applaus selber. Vor allem, man muss auch ehrlich sagen, so viel mitgeholfen wie heute. Ich glaube noch nie ein Gast bei uns im Podcast. Vor allem in der Technik. Wir haben Kabel vergessen. Das erste Mal Podcast außerhalb. Kabel vergessen. Wir haben das Kabel vergessen. Eigentlich Das wichtigste Kabel. Das wichtigste Kabel vergessen. Aber so hilfsbereit wie der junge Mann ist, hat er sich keine Kosten, keine Mühe gescheut und uns direkt geholfen. Und nicht gerade rausgerührt. Dankeschön. Das immer. Ja. Für das, dass wir noch eine halbe Stunde spät gekommen sind. Ladies and gentlemen, wir gerade sagen, wo wir überhaupt sind. Das müssen wir auch erwähnen. Vielleicht, nein, wenn wir ihn mal reden lassen wollen, wo sind wir da? Wo finden wir uns heute? Also wir sind im Zimmer 6 im Bundeshaus. Aha. Das ist das Besprechungszimmer vom Parlament. Das Parlament ist jetzt gerade am Tage. Ich muss vielleicht nachher mal noch abstimmen gehen. Und ja, So zwischen Wenn wir zwischendurch ein bisschen abstimmen, okay. je nachdem, wie lange das wir brauchen, wenn es läutet, muss ich gehen. Ja, Aber es gibt zwei Glocken, eine für den Ständerat und eine für den Nationalrat. Und dann, wenn ich die vom Nationalrat höre, dann muss ich abstimmen. Und die kannst du gut unterscheiden? Ist das, Hey, ja, es ist immer noch schwierig, nach 5 Jahren. Es sind Bist du schon 5 Jahre Nationalrat? Ja. Oh wow. Nicht mehr nicht. Vielleicht sind wir nachher eben gerade live und können es gerade Rennen sehen. Dürfen wir mitkommen gerade? Ja, nachher könnt ihr raufkommen, nach dem Podcast. Ah, wirklich? Sicher. Hammer. Aber das ist, wie wir denken, wo wir am Anfang nicht gelaufen sind, das ist wie am Flughafen. Du laufst rein, musst alles kontrollieren, alles. Ist schon fast eigentlich Angst gehabt, dass er nicht reinkommt. Ja, Am Schluss hat er irgendetwas dabei, wo nicht geht. Nein, wir sind erfreut, dass wir überhaupt hier sein dürfen und dass du da auch teilgenommen hast an unserem Podcast. Sicher, gerne. Keine Ahnung, was mich erwartet. Und wirklich gar nicht informiert. Ja. Das ist eigentlich immer am liebsten. Das ist immer am besten. Also eigentlich typisch Politiker. Absolut. Genau, einfach. Also seit 5 Jahren machst du das schon? Ja. Immer noch mit dem gleichen Drive? Ja, bis jetzt schon, ja. Hey, ich finde, wenn du das nicht mehr hast, dann musst du aufhören. Ja. Also die Zeiten sind vorbei, wo du 20 Jahre lang das Gleiche machst. Absolut. Glaubst Du gehst und nachher machst du etwas Neues. du, bist du allein mit dem Gedanken? Also wenn du den Drive verlierst oder hast du das Gefühl, gibt es irgendwelche Leute, die Nein, es gibt weniger sicher Drive haben? Seiten, wo sich wohlfühlen in dem Amt, die sagen, hey, das ist, aber wo vielleicht der Drive nicht mehr gleich ist. Ja. Es ist schon auch, nach 5 Jahren schon anders wie vor. Also vor 5 Jahren, wenn du neu reinkommst, willst du alles verändern. Du hast so viele Ideen. Und nach 5 Jahren hast du die Ideen mal platziert. Ja. Und dann geht es eigentlich mehr darum, mit der Erfahrung, die du hast, das System noch besser zu machen. Ja. Aber du bist auch nicht mehr der Neuling. Also es ist schon auch anders nach 5 Jahren. Spürst du auch den Respekt dir gegenüber ein bisschen mehr als vorher? Weil wenn jetzt schon ein paar Jahre, ich gehe jetzt mal davon, man kennt dich ein bisschen besser als am Anfang. Ja, es ist, was ich gemerkt habe, nach 4 Jahren ist ja Erneuerungswahl. Da kommen etwa ein Drittel vom Parlament kommt dann neu rein. Ja. Und du gehörst dann wie zu den 2 Dritteln, die schon dabei sind. Und das hat einen rechten Wechsel gegeben. Für ein Drittel von denen bin ich wie schon länger dabei. Ja. Und wenn du selber zu dem Drittel gehörst, dann bist du neu und alle anderen sind schon bestehend und langsam gehörst du zu denen, die wir bestehend sind. Ja, absolut. Ja. Und die Neuen tun dann auch dich um Rat fragen und so. Also es ist ganz schön, wie dich die Rolle verändern. Also bist du schon alt eingesessener Hase? Ja, obwohl ich der zweitjüngste bin, immer noch Ja. im Parlament. Ja, also okay. in der ersten Legislatur, die ersten 4 Jahre, bin ich der Jüngste gewesen, und jetzt bin ich der Zweitjüngste. Also der Jüngste einfach aktuell oder Aktuell, ja. ever gewesen? Nein, aktuell. Und jetzt bin ich auch immer noch der Zweitjüngste, aber irgendwie von der Anzahl Jahre her bin ich schon gleich im Mittelfeld. Oh, wow. Ah, gerade so? Ja. Kannst du noch erzählen, wie du überhaupt zu dem gekommen bist? Wie hast du die Interesse gefunden, so jung? Ja. Ich habe mal an der 1. Augustfeier habe ich mal eine Rede verhalten, so 2 Minuten, zu meinen Gedanken zu der Schweiz. Und dann habe ich mir überlegt, anstatt nur sagen, was ich will ich es auch umsetzen. Und dann bin ich so in die Politik, aber ich habe nie gedacht, dass ich dann im Nationalrat ende. Also ich bin mit 17 in die Politik, wo ich die Rede gehalten habe, und nachher mit 25 bin ich dann gewählt worden. 8 Jahre später. Ja, und Was ist Jetzt hat man denn einen Applaus gegeben, eigentlich. Ja, eigentlich hätten wir jetzt ein Mischpult. Also in den 8 Jahren, was hast du denn gemacht, zum Nationalrat werden? Ich bin in der Jungpartei beitreten, für die Jungfreisinnigen, also echt die junge FDP.
und habe dann einfach dort Politik gemacht. Bin in den Gemeinderat gekommen von der Stadt Zürich, das Parlament von der Stadt Zürich, und habe mich auch eingesetzt für die Anliegen der Jungen, für auch die liberale Anliegen, und habe mit dem mir auch einen Namen gemacht. Und dann habe ich Vollgas gegeben, Wahlkampf 1 Jahr lang wirklich Gas gegeben, Tag und Nacht, weil im Kanton Zürich, du hast doch ein paar 10'000 Menschen, die dich am Schluss wählen müssen, dass du dann auch ins Parlament kommst. Was heisst denn, du hast Politik gemacht? Du bist auch mit Leuten diskutieren? Oder? Ja, also angefangen hat ich bin im Bezirk Wil aufgewachsen, in Gossau, Zürich. Ja. Und wir hatten immer Probleme im Bahnhof Wetzig, es hat Schlägereien gegeben in der Nacht, wenn du heimgekommen bist vom Ausgang. Und ich habe gefunden, das muss ändern. Du kannst nicht, auch Kolleginnen sind angerapscht worden und so. Und das war eigentlich mein erstes politisches Thema, mehr Sicherheit am Bahnhof Wetzig. Das ist eigentlich völlig unpolitisch. Also das ist nicht links oder rechts das Thema, sondern ich habe einfach gesagt, wenn du vom Ausgang heimgehst, musst du einfach die Möglichkeit haben, dass du nicht verschlagen wirst. Ja. Und Kolleginnen angerapscht und so. Ja, das war eigentlich mein erstes Thema gewesen. Dann habe ich eine Petition lanciert, bin Unterschriften sammeln und habe das eingereicht. Und etwa 4-5 Jahre später hat die Politik Massnahmen ergriffen, die es sicherer gemacht hat. Und das zeigt eigentlich, wie in kleinen Politik schon anfängt mit Alltagsproblemen. Und nachher bin ich weiter rauf, bin ich in der Kantonalpartei, habe mich dort eingesetzt für Sanierung von der AHV. Das heisst, dass die AHV, unser Vorsorgewerk, auch mehr Geld bekommt, dass es nicht wie jetzt der defizitär unterwegs ist. Also es sind verschiedene Themen, die ich angesprochen habe. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn du hast irgendein Thema, wie jetzt die Problematik am Bahnhof Wetzig, die du vorhin gesagt hast, du hast dann eigentlich ein Thema permanent versuchen anzugehen, oder bist du immer mehrgleisig unterwegs? Bei so einer Wahl? Ja, am Anfang ein Thema. Ich habe das Gefühl, Menschen können dich dann mit einem Thema identifizieren. Yeah. Aber irgendwann musst du es natürlich schon ein bisschen auftun. Also mittlerweile habe ich verschiedene Themen. Ich habe ja selber eine Firma, eine Restaurantfirma. Darum setze ich mich sehr stark für KMUs ein, Unternehmertum in der Schweiz, Digitalisierung und für unsere Sozialwerke. Das sind so ein bisschen die 3. Und in diesen 3 Themensträngen gibt es immer noch ganz viele Unterthemen. Und das Unternehmertum, das fängt an bei der Bildung, das fängt an einfacher werden, Unternehmen zu gründen beispielsweise, einfacher Geld aufzunehmen, einfacher Leute anstellen. Aber es geht immer um das Unternehmertum. Und mir ist es eigentlich wichtig, dass ich nicht 30 verschiedene Themen habe. Weil dann können sich die Leute nicht vorstellen, für was stehe ich jetzt hier. Aber jetzt, die Leute wissen bei mir, da stehe ich für das Unternehmertum, für die Digitalisierung und für sichere Sozialwerke. Und darum ich versuche, wenige Themen haben, die dann im Griff. Ja. Verstehe ich, sehe ich absolut. Findest, also ich kenne nicht viele Politiker, gut, ich kenne alle, aber nicht viele Politiker, wenn wir ehrlich sind. Oder persönlich so. Findest du, es ist wichtig, du bist jetzt der Einzige, den ich wahrnehme auf den sozialen Medien. Findest du, das Thema ist heutzutage wichtig? Hey, mir macht es einfach auch Freude. Also ich finde, ich mache so viel in der Politik, ich investiere so viele Stunden pro Tag, also im Schnitt 5-6 Stunden pro Tag ist nur Politik. Und dann erzähle ich gerne darüber und hole gerne das Feedback. Ich fände es blöd, wenn ich so im stillen Kämmerlein alles das mache und niemand weiss davon. Ja. Und darum brauche ich auch Social Media, aber es ist natürlich ein Aufwand. Also ich habe einen Mitarbeiter, der schafft jetzt einen Tag in der Woche für mich und er ist auch für die Kommunikation ein bisschen mitverantwortlich, weil wenn ich das alles alleine genommen schneiden und Untertitel machen und so, dann hätte ich die Zeit nicht. Absolut. Aber ich mache das gerne, weil ich finde auch, wenn du dich schon engagierst, dann zeig es auch, holst Feedback. Wäre ja blöd, wenn du mega viel machst und niemand weiss davon. Ja, das ist so. Vor allem auch in deiner Altersklasse. Weil du bist ja nicht, wahrscheinlich nutzt du privat ja auch irgendwelche soziale Kanäle, weil wenn jetzt irgendjemand 60 ist und das noch nie nicht weiss, was Instagram ist oder TikTok oder was, ich weiß ja nicht, auf welchen Kanälen alles unterwegs bist oder LinkedIn. Ja. Dann ist schon noch mal etwas anderes. Ja. Genau. Erzähl uns doch mal, wie machst du das genau organisatorisch? Politik, tätig, Firma, mehrere Verwaltungsräte bist du noch, oder? Eingetragen. Kannst du mal erzählen, wie das überhaupt zustande, also wie bringst du das im Tag durch, dass du überall tätig bist oder überall also es braucht eine mega Struktur, eine mega Organisation. Ja. Ich habe mal ein Buch, das kann ich allen empfehlen, «Getting Things Done», oder auf Deutsch heisst es «Wie ich Dinge geregelt kriege», wo mir mega geholfen hat, zum Beispiel alle meine To-Dos immer aufzuschreiben. Also wenn ich mit euch rede und nachher merke ich, jetzt habe ich ein To-Do rausgenommen, schreibe ich es mir gerade auf, sodass ich immer einen Ort habe mit allen To-Dos. Dann habe ich natürlich meinen Kalender, der sehr streng geführt ist.
Und wir eine halbe Stunde Sport kommen. Genau, aber ich kann ja den Termin vorverschieben, weil nachher muss ich noch reden im Parlament. Darum habe ich es Dankeschön, entlastest uns mit dem. Genau. Aber was ich natürlich kann, ich habe nirgends eine operative Verantwortung. Also ich bin nicht in einer Firma operativ in Charge, wo ich Leute habe, die mich rapportieren oder so, sondern ich bin Sekretär vom Verwaltungsrat oder Verwaltungsrat von verschiedenen Firmen, dann hast du überall genug zu tun, aber du kannst die Arbeit gut selber einteilen. Und das hilft mir, so viele Sachen machen, weil ich glaube, sobald du operativ noch verantwortlich bist, kannst du jetzt sagen, ich bin jetzt 2-3 Tage in Bern und jetzt bin ich 2-3 Tage bei dieser anderen Firma, weil dann musst du eigentlich immer verfügbar sein. Und das muss ich zum Glück nicht. Okay. Bist du verheiratet? Ja. Wie machst du das familiärisch? Ja, das ist einfach kein Problem. Wirklich? Also ich habe jetzt gelernt, jetzt bin ich 13 Jahre in der Politik und ich muss nicht jeden Abend unterwegs sein. Das bin ich am Anfang gewesen. Ich bin am Anfang jeden Abend, egal wo ich eingeladen worden bin, in ein Dörfli in Leuen mit 15 Leuten, ich bin gegangen und habe mir den ganzen Abend Zeit genommen. Und ich mache das heute auch noch, aber nicht jeden Abend. Oder? Okay. Also ich habe gemerkt, ich kann eben mit Social Media kann ich viel mehr eigentlich das, was ich mache, einen Hebel reinsetzen, als dass ich immer physisch präsent sein muss. Und darum, ich bin am Wochenende eigentlich immer frei und unter der Woche habe ich auch 1-2 Abende, die voll frei sind. Also mittlerweile ist mir, also ich merke, ich brauche das auch. Mit 20, das klingt jetzt mega alt, aber mit 20 kann ich wirklich noch mehr können, jeden Abend und jeden Morgen und so. Und jetzt brauche ich auch ein bisschen die Zeit für mich. Das ist super. Und jetzt kommen da schon die ersten graue Haare. Ja, ich weiss, aber du hast schon mehr. Das ist eigentlich der Grund, warum wir es nicht visuell machen. Aber, wobei ich bin der Jüngste am Tisch. Ich bin der Jüngste, der mit den meisten grauen Haaren. Aber wie geht das? Ich bin mit einer Balkanerin geheiratet. Vielleicht ist es das. Sehr und gut. du hast jetzt vorher gesagt, ich finde das so spannend, du hast vorher gesagt, du bist 5-6 Stunden am Tag am Politisieren. Also bist du jeden Tag im Bundeshaus in Bern? Nein, ich bin 4-3 Wochen da im Jahr, also eigentlich 12 Wochen im Jahr. Und sonst bin ich tageweise da, wenn Kommissionssitzungen sind. Aber wenn ich nicht da bin, heisst das, dass ich nicht Politik mache. Also ich habe dann halt auch viele Medienanfragen oder sonst Parteiarbeit. Ich bin noch Vizepräsident von der FDP und da bin ich ständig dran, Positionspapier, Medienmitteilungen, Strategien erarbeiten, Fundraising oder also. Wir sind eigentlich immer arm, also wir brauchen immer Spenden, oder? Das musst du auch machen. Darum, in der Politik ist wie im Unternehmertum, du kannst nie zu viel machen. Also auch in der Firma könntest du auch Tag und Nacht arbeiten, aber irgendwann musst du sagen, hey, es ist jetzt genug und das mache ich und das andere nicht. Und was bedeutet das, Vizeparteipräsident von der FDP? Ja, wir haben einfach eine Partei mit 100'000 Mitgliedern und die ist eigentlich auf dem Milizgedanken. Also Miliz heisst, dass du eben nicht dein Hauptjob ist, sondern nebenan etwas machst. Das heisst, wir haben in jedem Kanton eine Partei, in jedem Bezirk, in jedem Ort und es ist sehr dezentral aufgebaut. Oder? Wir haben Hunderte und Tausende von FDP, die sich ehrenamtlich engagieren für die Partei und ich mache das auch einfach für die Nationalpartei. Und das heisst am Schluss, dass wir bestimmen eigentlich die aktuelle Positionierung von der Partei. Also wenn es darum geht, Armee, sollen wir in mehr investieren oder weniger? Wenn die Frage aufkommt, sind wir gerade die gefragt werden. Nachher muss das durch die Partei durch, mit Positionspapier und so weiter. Aber am Anfang muss ich Stellung nehmen. Okay. Das ist meine Glocke. Gut. Sehr gut, spannend. Das ist gut, ja. Sollen wir schnell unterbrechen? Ja, sicher. Gut, alles gut. Sagst du dir, was gewählt hast? Kann ich einfach Stopp drücken jetzt? Nein, lass laufen. Einfach laufen. Wie wir wollen, aber ich brauche 5 Minuten. Ja, wieder geht's, Teil 2, Teil 2 vom Gespräch. Neues Zimmer, die gleichen Leute sind immer noch da. Hast du dich erholt vom Abstimmen? Hast du das gut überstanden? Ist gut gegangen, ja. Hat richtig Knopf gedrückt. Vor allem nur interessant, ich habe es auch schon im Fernsehen gesehen, wenn man einfach den Knopf drückt, dann es wird einfach so voll locker, ich muss schon abstimmen. Es sind alle so entspannt. Ja, ich habe schon ein bisschen rennen. Also ich musste schnell aufrennen, dann ist es noch 3 Minuten gegangen bis zur Abstimmung, weil wenn der Ton kommt, dann weiss nie, dann geht es zwischen 1 und 5 Minuten. Dann ist es noch ein bisschen gegangen, weil jemand noch länger geredet hat. Dann habe ich schon ein Interview gegeben für 10 vor 10 heute, wo SRF. Also jetzt vorher schon ja, genau, ja. Bevor ich abstimmen konnte. Und jetzt bin ich wieder da. Gut, jetzt ist in dem Fall bei 10 vor 10 fast gleich viel Hörerschaft gehabt wie jetzt bei Ja, genau. Sieht bei dir immer ein Tag so vollpackt aus? So ja, es ist schon sehr durchgetaktet. Vor allem während der Session kommt viel ungeplant. Ja. Also dann hast du eben noch Medien. Ich habe jetzt allein heute 2 Medientermine, wo ich nicht gewusst habe, dass die kommen. Ja. Und die musst du dann irgendwie noch reinpflanzen in den Tag. Aber
Es ist gut, es ist wie ein Schnellzug. Die Tage gehen brutal schnell vorbei und dann gehst du wie raus nach der Session. Ja. Und dann ist wieder so, oh, okay, jetzt ist die Session fertig, jetzt kann ich wieder im normalen Leben angehen. Findest du es schwierig, das Ganze zu trennen? André Silberschmidt als Person und der Politiker? Ja, das kann ich eigentlich nicht mehr trennen. Oder? Das ist das Gleiche, ja. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ganz viel das Gefühl, alles was auf Instagram kommt, ist so privat und Facebook und so ist öffentlich. Und bis ich gemerkt habe, dass mir Journalisten folgen auf Instagram, habe ich gemerkt, du kannst vielleicht irgendwie Perry-Fotos auch nicht mehr gleich aufladen wie früher. Ja. Und darum ist das eigentlich heute, bin das einfach ich und egal, also ausser in meinen eigenen 4 Wänden bin ich überall eine öffentliche Person. Also wenn ich am Samstag in Migros gehe einkaufen, bin ich auch eine öffentliche Person. Da kannst du das Gefühl haben, du bist jetzt der Private. Ja. Wirst du viel erkennen? Ja, schon. Also würdest du dich selber so als halber Rockstar betiteln? Oder? Nein, das würde ich definitiv nicht. Nein, Politik ist das Gegenteil von Rockstar. Aber einfach für die sich für Politik interessieren, bin ich wahrscheinlich bekannt. So. Glaubst du, dein Erfolg beruht auf harte Arbeit oder eine gute Verbindung? Du bist jetzt ja seit wie viele Jahre jetzt? 13 Jahre in der 13 Politik. Jahre in der Politik. Also voll harte Arbeit, aber natürlich kommt mit dem auch gute Verbindungen. Also, aber ich habe nicht in die Politik, um irgendwie ein Netzwerk zu bekommen, sondern ich bin in der Politik, ich etwas verändern, immer noch. Und das hat mir dann ein Netzwerk gegeben. Das sage ich allen, die sagen, hey, ich will ein gutes Netzwerk haben. So sage ich, was ist deine Leidenschaft? Ist es Sport, Kultur, Politik, was auch immer? Und dann engagiere dich in dem Bereich, wo du Leidenschaft hast und dann wirst du automatisch zu einem Netzwerk kommen. Okay. Aber so dann einfach gar Netzwerken, einfach weil das Gefühl hast, jetzt entspannende Leute, finde ich irgendwie, das ist nicht nachhaltig. Das ist schon schwierig, ja. Schluss musst du ähnliche Interessen haben. Und ich habe, mein Netzwerk interessiert sich halt auch für Politik, oder? Aber ich habe einen Kollegen von mir, der ist im Leichtathletik Vereinspräsident. Der hat auch ein Netzwerk, aber halt aus dem Sport raus, wo auch Businessleute sind, oder? Aber die gemeinsame Verbindung ist dann der Sport. Oder es kann auch Musik sein oder Ausgang oder was auch immer, aber ich finde, du musst echt deine Interessen haben, dort dich auch entwickeln und nicht so künstliches Gefühl haben, absolut. Ich mache jetzt Politik wegen meinem Netzwerk. Kommst du auch aus einem Elternhaus, wo Politik schon ein Thema war? Nein, ist das für dich schon früher? Oder ist einfach irgendwann so, wird sicher das Problem, genau. Sie brauchen mich? Ja, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, jemand braucht mich. Aber es war so, ich bin einfach in der Politik und ich habe nicht in der Familie, ist niemand politisch aktiv. Okay. Hast du Mühe gehabt, dich mit dem, wir haben das schon ein paar Mal uns darüber unterhalten, hast schon lange, also erst relativ spät in die Videografie, Fotografie gekommen, oder? Genau. Und dann haben wir mindestens mal darüber unterhalten, ich habe es relativ spannend gefunden, dass er sich lange nicht Mühe gehabt mit dem zu identifizieren. Bist du von Anfang an problemlos zu sagen, hey, ich bin Politiker? Oder? Ja, ich habe eigentlich, als ich angefangen habe ich mich relativ schnell wohlgefühlt in dieser Rolle. Und ich hatte jetzt nie das Problem gehabt, ich kann schon, weißt du, so mit 20 gehst du in den Ausgang und dann der Kollege ist DJ und du bist Politiker. Dann bist du jetzt weniger der gewesen, die die Leute cool gefunden haben, oder? Da sind die Leute eher zu dem, der DJ ist. Ja. Und heute ist aber der wahrscheinlich nicht mehr DJ und man hat auch ein schönes Leben und heute ist der Politiker vielleicht interessanter als Gesprächspartner. Ja. Also ich meine, es ist schon nicht ein Hobby, das normal ist als 17-Jähriger, 20-Jähriger. Aber ich habe es einfach gerne gemacht und es mir ist ja gleich, was die anderen Leute davon halten. Ja. Hast du schon dort gewusst, dass du mal im Nationalrat wirst sein oder wie deine Karriere wird Nein, gar nicht. Ich habe 1 Jahr vor der Wahl habe ich noch im Radio gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, in einem Jahr Nationalrat zu sein. Also, einfach weil ich nicht dachte, dass ich gewählt werde. Also das Gegenteil von manifestieren ist das? Genau, ja, genau. Antifestieren. Genau. Ich kann auch heute Politik, finde ich, kannst du nicht planen als Karriere, weil es ist so abhängig davon, welche Themen sind gerade am Laufen. Sind eher junge Männer gefragt oder vielleicht ältere Frauen oder ältere Männer, junge Frauen, Grüne, Bürgerliche. Das weiss ich nicht, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Also ist es mehr wegen dem Thema Diversifikation? Oder ja, oder im 2019, als ich gewählt worden bin, war so die grüne Welle gewesen. Das hat jetzt uns nicht geholfen, aber es sind auch viele Junge gekommen. Und dann habe ich wahrscheinlich profitiert, dass die Bevölkerung gesagt hat, man braucht jetzt neue, frische Leute. Und jetzt letztes Jahr war aber eher so die Stimmung, wir haben Sicherheitsprobleme, Krieg und so, wir wollen eher Beständiges. Und ich, der schon drin bin, habe natürlich davon profitiert, weil ich schon drin bin. Aber junge Kräfte haben dann weniger profitiert.
Und darum, ich weiss nicht, was in 3 Jahren ist. Und ich kann jetzt so nicht sagen, ich werde mal Ständerat oder Bundesrat oder Regierungsrat oder was auch immer, weil ich weiss es nicht. Ich tue ein Jahr vor der Wahl, überlege ich mir, wäre das jetzt etwas? Und die Partei muss das ja wählen. Die Partei muss dann sagen, doch, wir setzen auf dich. Aber ich kann jetzt nicht 3 Jahre vorher sagen, was ist der nächste Schritt. Wenn du mal im Bundesrat bist, versprichst du uns, dass du auch bei uns im Podcast vorbeikommst? Versprochen. Versprochen! Schau, da haben wir es. Weil das habe ich mich schon vielmal gefragt. Ich finde Politik sehr, sehr wirklich etwas Spannendes. Aber du musst dich auch immer mit der Partei identifizieren, nicht? Ja. Also weißt du, ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wenn du jetzt irgendein Thema hast, wo du selber, du findest, zu einem gewissen Thema hast du die Meinung A, aber die Partei vielleicht eher A, B, so, weil es ist nicht genau das Gleiche. Ja. Findest du es einmal schwierig, die gleiche Welle zu fahren? Wie die Nein. Partei sind? Dadurch, dass ich Vizepräsident bin, schaue ich natürlich auch, dass die Partei meistens der Meinung ist, wo ich bin. Das macht es ein bisschen einfacher. Als ob du am Ende vom Tisch. Genau. Aber es ist natürlich, ich bin jetzt immer mega nah an allen Prozessen dabei. Oder? Ich weiss genau, wieso wir am Schluss zu einer Position kommen, wo ich am Anfang vielleicht auch nicht die beste Position gefunden habe. Aber allein, wenn du halt die Zusammenhänge siehst, verstehst du es auch, dann stehst du meistens hinter der Position. Aber ich verstehe jemanden, der nicht politisch engagiert ist, der dann hört, die FDP steht für das ein, und dann vielleicht sagt, ja, aber das FDP, ich bin auch FDP, aber ich finde eher das. Wenn du nachher mit dieser Person anhockst und sagst, schau, der Grund, wieso wir die Haltung haben, ist wegen dem und dem und dem, dann sagt der meiste, ah ja, okay, das ergibt Sinn. Und darum ist es eigentlich für uns Insiders quasi, ist es viel einfacher, die Positionen zu vertreten, weil wir A, sie mitgestaltet und B, auch wissen, wieso man zu dem Entscheid kommt. Aber es ist klar, du wirst nie eine Partei finden, wo du 100% happy bist. Und für das ist eine Partei, du ja auch nicht heiraten, oder? Also, es ist, du bist Mitglied, es ist ein Verein und der verändert sich stetig und der verändert sich dort an, wo sich die Leute auch engagieren. Und dann geht es darum, wenn du sagst, hey, mir passt die FDP in dieser Richtung nicht, ich will sie da haben. Dann sage ich, okay, dann engagiere dich, tun ein paar Leute auftreiben, die auch diese Meinung haben und nachher gehen wir das miteinander aushandeln. Ist für dich von Anfang an klar gewesen, die FDP? Ja, relativ schnell schon. Ich habe eine Banklehre gemacht und dann habe ich eigentlich gewusst, ich gehe nicht zu den Sozialisten. Und, also vor allem nicht zu den Jungsozialisten. Und die junge SVP war für mich zu konservativ und zu rechts gewesen. Und dann habe ich gedacht, die FDP, das ist vernünftig, es ist liberal, freiheitlich und ich bin auch ein Mensch, der finde, die Menschen müssen möglichst viele Freiheiten haben, man sollte sie möglichst wenig einschränken, jeder soll seine Träume verwirklichen. Und dann habe ich gedacht, das ist die FDP. Aber wahrscheinlich habe ich nicht schon alle Positionen kennt und gewusst, ich stehe hinter diesen Positionen. Das entwickelt sich dann über die Jahre. Wie viel Meinung von dir selber ist bei dir noch geblieben? Oder wie viel hast du übernommen von das ist ein mega fließender Übergang. Das, ich glaube, mittlerweile hoffe ich schon, dass ich viele auch in die Partei hineingeben, aber das schleift ja einem auch irgendwann ab und dann ist noch schwierig mit den eigenen Meinungen. Ja. Ich lese noch viel in den Ferien, sonst habe ich keine Zeit, aber in den Ferien lese ich noch viel und dann ist auch so ein bisschen Bücher, so philosophische Bücher über Liberalismus und so. Und dann kommst du wieder so einen Impuls über und denkst, hey, nein, da müssen wir noch konsequenter sein oder so. Und das ist mir schon noch wichtig. Ich sage, wenn du nur in dem Hamsterrad bist, dann irgendwann fehlt dir noch das eigene Denken. Und dann wieder mal Ferien machen, auch neue Inputs holen und die wieder in die Partei bringen, das ist schon wertvoll. Interessiert sich die Jugend viel für Politik in der Schweiz? Ich glaube etwa gleich viel wie die Jugend in Deutschland und Italien und Frankreich. Also weder besonders fest noch besonders nicht. Ich merke, auf TikTok hatte ich am Anfang mega Reach, wo ich draufgekommen bin auf die Plattform. Ja. Mittlerweile ist es recht abgeflacht, muss ich sagen. Es ist noch schwierig. Wir haben ab und zu Schulklassen im Bundeshaus, die kommen, die dann Fragen stellen und so. Aber ich glaube, ich verstehe das auch, wenn du mit 16, 20 hast andere Ideen im Leben. Aber mit 40, 50, wenn du dann anfängst, richtig Steuern zu zahlen, richtig viel, wenn du merkst, wie immer mehr, keine Ahnung, das Autofahren verteufelt wird, wenn du merkst, dass die Altersvorsorge von deinen Kindern nicht mehr gesichert ist, irgendwann überlegst, hey, wollte ich mich nicht politisch einsetzen. Und du musst nicht im Nationalrat, kannst einfach auch wählen gehen. Ja. Ich finde, wählen gehen und auch abstimmen. Abstimmen verstehe ich, wenn du einmal sagst, das habe ich jetzt keine Lust gehabt. Aber wählen, finde ich, das musst du eigentlich fast machen. Das Privileg, alle 4 Jahre können sagen, in welche Richtung das Land soll gehen. Wer das nicht macht, finde ich schade. Aber am Schluss soll jeder selber entscheiden. Also ich finde vor allem, ich bin der Meinung, wenn
wenn du nicht wählst und nicht abstimmst, darfst du in meinen Augen nicht reklamieren, du darfst schon Meinung bilden, aber in meinen Augen, du darfst machen, was du willst, aber ich finde, irgendwo durch geht dir fast das Recht weg, um dir eine Meinung über politische Themen zu bilden, weil du hast dich nicht versucht, daran zu beteiligen. Ja. Ich habe recht Mühe, wenn du dich von dem so distanzierst und trotzdem reklamierst. Ja, genau. Mit dem habe ich ein bisschen Mühe. Hast du, was soll ich? Bitte. Hast du persönliche Opfer gebracht für deinen Erfolg? Wo du vielleicht sagst, ja, ich hätte in den Jugendjahren vielleicht mich ausgegangen oder vielleicht irgendwo in die Ferien mit den Jungs, aber dafür hast du hart daran gearbeitet für deine Karriere. Kannst du etwas sagen, wo du vielleicht sagst? Ich will es nicht Opfer sagen, ich will mehr Verzicht sagen. Ja. Also ich habe bewusst dann auch auf etwas verzichtet. Also beispielsweise nächste Wochenende feiert ein Kollege seinen runden Geburtstag in Ibiza. Und ich musste jetzt sagen, hey, ich kann nicht kommen. Kollege. Nein. Verdammt, man kann das Interview mit dir absagen. Wir kommen sonst mit. Gehen wir zusammen, machen einen Podcast dort. Genau. Dann haben wir noch einen dritten Ort zum Aufnehmen, oder? Das ist im zweiten Zimmer. Nein, ich habe bis am Freitag habe ich Session, ich habe noch Weiterbildung, Freitag, Nachmittag, Samstagmorgen und am Sonntag bin ich den ganzen Tag im Fernsehen. Und dann musste ich sagen, hey, ich könnte irgendwie, weiss auch nicht, für 12 Stunden kommen, das ist völlig unvernünftig. Ja. Und da musste ich darauf verzichten. Aber das scheisst mich dann an, oder? Ja. Aber ich kann jetzt, wenn ich mit Freunden weggehe, dann kann ich das gut planen, aber dann plane ich es halt in 2 Monaten. So. Ich kann jetzt nicht sagen, übernächste Woche gehen wir spontan noch mit an oder so. Ich muss auch sehr viel planen und dann eine Priorität geben. Aber sobald ich etwas geplant habe, kann ich es auch durchführen. Aber früher mit 20, ich weiss noch, ich bin einmal direkt vom Ausgang an eine Parteiversammlung von der FDP. Und dann habe ich am Samstagmorgen um 10 Uhr, dann ist noch alles 10 vor 10 gekommen, irgendwie vor 8 Jahren. Dann hat sie mir das Mikrofon angegeben und dann ich habe das Mikrofon reingeschoben. Ich weiss nicht, wie es... Ich habe in den Ohren noch. Und dann habe ich irgendwie völlig bleich und das Mikrofon geschraubt. Dann habe ich gedacht, nein. Also hast du gleich auch deine wilde Phase gehabt? Genau, nein, voll. Also ich habe wirklich Vollgas gegeben im Ausgang. Und dann am Sonntag, wenn die Kollegen halt am Ausnüchtern waren, bin ich dann vor dem Laptop und habe ein Positionspapier geschrieben. Aber ich war trotzdem mit ihnen im Ausgang. Aber für mich war es wie auch eine Entspannung, politisieren. Also weißt du, wie du jetzt vor der Satz angefangen hast, ist für mich schon fast so fast wie ein Fußballer, weißt du, wo so auf alles verzichten und dann kommt er mit mit der Bienen Banane oder dann. Aber wann hast du das erste Mal jemandem gesagt? Ich meine, bist du nicht da gegangen und alle haben das gecheckt? Ja, das sage ich dann denen nicht, dass ich im Ausgang bin. Nein, da musst du konsequent ruhig sein. Deine Kollegen haben sehr Verständnis gehabt und dich unterstützt damit. Absolut. Ja, und dann teilweise bin ich halt auch, eben, wenn sie eine Woche in die Ferien sind, bin ich einen Tag später halt gekommen oder so. Aber ich habe eigentlich ich bin nie traurig gewesen, dass ich gefunden habe, hey, jetzt irgendwie, ich weiss auch nicht, ist mein Leben, genau. Aber traurig. Irgendwie hatte ich immer noch so die Idee gehabt, bis vor kurzem, ich muss so die Street Parade gehen. Obwohl ich eigentlich jedes Mal dort bin, muss ich sagen, es sind zu viele Leute und eben, wenn die Leute noch kennen und so. Ja. Aber dann hatte ich irgendwie einen politischen Anlass im Tessin gehabt und dann bin ich so in den Zug eingestiegen Richtung Tessin und ich sehe alle am HB, so am Party da unten. Dann überlegst du schon, wäre jetzt eigentlich auch noch cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt beim Einschlafen noch daran denke, scheiße, jetzt habe ich nicht Street Parade können. Also das ist mir eigentlich dann wirklich gleich. Nice. Spannend, ja, voll. Wild. Hat man dir jetzt fast nicht so... Ja, ich weiss, ja, ich habe eher den Streber-Look. Aber ich bin nein, ich kann... sobald nach der 10 dann... ja, genau, wenn die Lichter ausgehen, dann geht's los. Sehr selbstreflektierend. Ja. Aber schon wenn du dir selber den Streber-Look gibst. Aber ich kann nicht mehr abstimmen, ist gut. Sorry, ich muss noch mal schnell. Wir sind wieder da. Part 3. Zweimal gewählt. Dafür im gleichen Zimmer. Genau, nicht rausgeführt worden. Wir dürfen bleiben. Hey, was mich vorhin wundert, wie viele Nerven brauchst du so pro Sitzung? Was wenn jetzt so mit dem Parlamentssitzung, wie anstrengend ist das? Wie nervenzehrend ist das für dich? Ja, es ist anstrengend, ja. Also du hast halt mit Leuten zu tun, die du sonst nicht würdest am Tisch hocken, sage ich mal. Weil sie kommen von ganz anders, anderen Background, andere politische Ausrichtung und nachher musst du zusammen auf ein Problem eine Lösung finden. Und das ist nicht einfach. Aber das macht es eigentlich auch spannend, weil es hast du sonst nirgends im Leben. Ist es mal ausgeartet?
Ausgeachtet wie in anderen Ländern, wo man sieht, dass es in anderen Ländern losgeht. Nein, das habe ich noch nie gehabt. Aber es hat schon so 1-2 Podiumsgespräche, die ich in Erinnerung habe, wo doch da ein Wort gefallen sind und so, ich muss sagen, hey, das geht jetzt zu weit. Oder auch Anschuldigungen und so. Aber Ja. Also ist nicht jeder Politiker immer so peak-fein von der Wortwahl und kommt auch ein bisschen vulgäre Wortwahl? ja, oder auch Angriffe, die einfach auf Person sind. Und das Also finde du ich hast immer- das und das. Ja, genau, ja. Mir hat einmal einer von der SP hat mir vorgeworfen, es ist um die AV gegangen. Und hat gesagt, ich sei nur ein Lobbyist für die dritte Säule, weil ich ja irgendwie dort Gelder bekomme oder ein Mandat habe. Das stimmt alles gar nicht. Also ich habe kein Mandat im Finanzbereich, im Banking oder so. Und dann habe ich gesehen, was soll, weißt du, vor Leuten. Und es ist wie ein Vorwurf, der gegen mich ist, der gar nicht gestimmt hat. Und ich sehe, was wollen wir da noch diskutieren, wenn du mich beschuldigst mit Sachen, die nicht stimmen. Und ja, das finde ich dann schade. Ja. Finde ich, das ist amerikanisch, aber ist nicht Schweiz. Ja, gut, die haben ja ein ganz anderes Parteisystem oder ein ganz anderes politisches System. Ja. Genau. Aber wenn jetzt gerade so wegen daran verdienen, sind Zahlen öffentlich von Nationalräten, was man da verdient? Ja, also wir haben etwa einen Lohn von etwa 80'000 pro Jahr. Verdienen 12 Wochen total? Ja, nein, also wir haben natürlich noch Kommissionssitzungen dazwischen. Also wir arbeiten das ganze Jahr durch. Ja, okay. Aber wir sind 4x12 Wochen da vor Ort. Aber 4x3 Wochen einfach total mal. Genau. Okay. Und dann haben wir noch Entschädigung für Übernachtungen für etwa 10'000, wo ich brauche für Übernachtung da, oder? Und dann habe ich noch 30'000 für einen persönlichen Mitarbeiter. Also kommst du auf etwa 120 brutto, aber effektiv quasi für mich sind etwa 80'000. Und es ist vielleicht ein 50% Job, plus minus. Ja. 50%. Und das ist von Anfang an, gerade wo jeder Nationalrat, egal ob du jetzt schon 10 Jahre Nationalrat bist, jeder ist genau gleich gestimmt. Genau. Ja, welche Partei, welcher Kanton. Du kommst pro Sitzung 440 Franken über, unabhängig davon, ob die Sitzung 1 Stunde oder 8 Stunden geht. Okay. Also für heute, wo ich den ganzen Tag da bin, komme ich 440 Franken über, plus noch Übernachtungsentschädigung, plus noch Mittagessenentschädigung. Aber der Lohn in dem Sinn ist auch ein Tageslohn, 440 Stutz pro Tag. Ja. Zahlt man weniger Steuer, wenn man im Nationalrat ist? Nein. Ja, gleich. Ja. Ja. Also können wir... Sonst wärst du auch noch geworden, gell? Gut, jetzt, wohl der Schweizer Pass wenn ich nachspreche, eigentlich haben wir noch, wenn wir das Ganze zugestimmt, vielleicht können wir finden einen Schweizer Pass holen oder so. Ich klicke irgendwo. Da ist vielleicht Connections im Migrationsamt oder so irgendetwas. Bist du im Prozess, oder wie? Nein, noch nicht. Aber ich habe jetzt eine Schweizerin geheiratet. Also, Hast das du ist das? die einfachere Version, die ich habe. Aber Okay, aber hast du nicht wegen dem Pass geheiratet? Doch. Nein, Spaß. Nein, sie ist ja vom B-Ausweis direkt in den Schweizer Pass, sie hat sogar C-Ausweis übersprungen. Aber okay. Ja, Nicht schlecht. klar, Ja, übersprungen, Das ist wie früher in der Primarschule, wenn du die Klasse überspringst, weißt du? Genau, vom B direkt Aber in den Pass. ich sage immer, meine Frau ist ja Kroatin, Ja. oder die ethnische Herkunft ist Kroatien, aber sie ist Schweizerin. Wenn man da ganz politisch korrekt möchte, dann sind wir nicht immer Politiker, oder? Und ich sage jedes Mal immer wieder, ich sage, meine Frau hat mich nur geheiratet, damit sie den Pass bekommt. Sie finden es nicht so witzig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Sehr geil. Was ich noch interessanter finde, findest du es anstrengend, immer so politisch zu reden? Also weißt du, so... Hey, das habe ich... So ganz politisch korrekt und immer so ein bisschen darauf achten, dass kein nicht zu verstehen ist. Findest du das anstrengend? Nein, das mittlerweile, also das mache ich rede so, wie ich auch denke. Ich würde sagen, wo ich noch bei der Bank war, habe ich noch mehr wie ein Politiker geredet. Ja. Und jetzt bin ich in der Gastronomie, ich bin noch beim Transportfirma Planzer bin ich noch tätig. Und dort redest du natürlich anders mit den Leuten, beruflich. Ja. Und das merke ich schon, dass dann auch mein Wortschatz wieder anders geworden ist. Also ich bin jetzt mehr, habe ich das Gefühl, mit dem Wortschatz näher bei den Leuten, als wo ich noch bei der Bank war. Ja. Wo sehr gescheit geschwätzt worden ist und so. Ja. Aber am Schluss, ich schwätze so, wie ich denke. Aber es gibt sicher so, dass ich, wenn ich mit Kollegen am Freitagabend ein Bier trinke, vielleicht noch ein bisschen anders rede. Aber dann denke ich auch anders. Ja. Oder? Mit euch rede ich genauso, wie ich denke. Aber es ist, das Setting ist entscheidend, oder? Ja. Wenn du dabei bist mit Kollegen, dann ist es ein anderes Setting als hier im Bundeshaus. Also hätten wir jetzt dir das Bier anstellen, damit du 2-3 witzige Storys erzählst, oder? Ja, genau. Also anstellen lange nicht, ich müsste nur 1-2 trinken. Hast du echt irgendwie so 1-2 funny Anekdoten, wo an die Öffentlichkeit dürften?
Ja, keine Ahnung, du musst fragen. Ich kann dir nicht einfach so eins rauszaubern. Irgendwie, wo so à la Bündnerfleisch, irgendwie sowas, wo dir selber vielleicht mal etwas bei einer Rede Peinliches passiert ist oder wo du das Gefühl hast, dass... Ja, also ich habe eine Anekdote, die jetzt spontan in den Sinn kommt von meinem... Ich war Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Yeah. Und mein Vorgänger, der hat an einem Kongress, das ist immer die Jahresversammlung, wo wir alle von der Schweiz zusammenkommen, hat der Rede gehalten und dann musst du immer noch einen Teil auf Französisch sagen, dass du auch die Romos abholen kannst. Yeah. Dann hat er den Teil an einer Kollegin gegeben zum Übersetzen. Das war noch nicht ChatGPT und so. Und dann hat die ihm irgendeinen Scheiß übersetzt. Und dann ist er dort vorne gestanden, so weißt, so, vor 200 Leuten und hat das so runtergelesen auf Französisch. Und darum muss er einfach anfangen zu lachen, weil er irgendeinen Nonsens erzählt, weißt, aber so voll ernsthaft zu dieser Rede am erzählen. Und irgendwann schaut er so auf und denkt so, hey, Scheiße, der hat mich voll verarscht. Ja. Und sie denkt, der zieht das nie durch, der checkt doch das vorher. Ja. Geil, also, finde ich aber geil. Ja. Aber ist das also, zum Beispiel ich bin Militär und dort merkt man dann, wie die verschiedenen Regionen miteinander kommunizieren. Weißt, die Romans, die Tessiner, die Deutschschweizer. Schlussendlich reden einfach alle miteinander Englisch. Ist das da auch so? Nein, ist in der Politik nicht so. In der Politik redet man nur immer seine eigene Muttersprache oder Landessprache. Ja. Also da redet niemand Englisch. Das ist tabu. In diesem Haus hörst du niemand Englisch reden. Oh, okay. Ja. Das ist wie... Ja, ist mega schön. Und ich muss sagen, bis ich da war, habe ich nie gerne Französisch gehabt. In der Schule und so auch nicht. Als ich mit 25 gewählt wurde, dann habe ich gemerkt, jetzt musst du Französisch lernen. Weil du verstehst dann auch, also du verstehst im effektivsten Sinn vom Wort, verstehst es, aber du kannst auch mit ihnen Französisch reden, das ist ganz anders, wie wenn du mit der Romos Deutsch redest und sie reden Französisch. Yeah. Die ist auch einfacher, um eine Mehrheit zu bekommen, wenn du mit ihnen Französisch reden. Ja, ist auch eine ganz andere Basis, wie die Genau. Vertrauensbasis, wirtschaftliche Korrektheit zueinander. Kannst du gut Französisch? Ja, willst du Französisch reden? Pour moi, c'est pas le problème, mais je crois que ça marche pas pour tous les personnes. Mais pas mal. Mais pas mal. Das hat jetzt recht, aber so ein bisschen, so schnell. Ist okay, das würden wir gerade so anbringen, so ganz knapp. So ganz knapp bringen wir es noch an. Wie wir das gerade vorhin gefragt haben. Ich habe das Gefühl, alle sind voll ehrlich. Politiker da drin. Ich glaube schon. Also ich glaube das Gute im Menschen und in dem Sinne auch, ein Politiker ist ja nur ein Mensch, also ich glaube auch das Gute in Politikern. Aber es ist schon so, in Abstimmungskämpfen wird teilweise sehr, sehr stark vereinfacht und verdreht und Sachen gesagt, die eigentlich nicht stimmen. Aber wenn es die Leute darauf aufhebst, sagen sie, aber in dem einzelnen Fall stimmt es vielleicht. Oder, und das heisst vor allem bei der SP und bei der SVP, die halt Polparteien sind, die teilweise halt ein bisschen mehr Stimmung machen und wir im Zentrum sind eher die die Lösungen machen und dann hast du halt vereinfachte Aussagen, die dann auch die anderen aufregt und triggern tut, oder? Mit einer differenzierten Aussage kannst du niemand triggern. Yeah. Du bist ja okay, spannend, was er sagt, aber ein bisschen lame. Oder? Aber wenn einer sagt, irgendwie, alle Ausländer sind gut oder alle Ausländer sind schlecht, dann hast du ja gerade eine Aussage, die polarisiert. Aber das stimmt ja nicht, kannst du nicht pauschalisieren etwas sagen. Und das ist halt so, das ist eher etwas, was die Polparteien bewirtschaftet, würde ich sagen, so die Extremen. Du hast so etwas nie in dein Repertoire aufgenommen? Ich möchte jetzt ein bisschen polarisieren. Hey, also ich glaube, es ist eine gute Frage, weil wir in der FDP sind schon ein bisschen zu kompliziert, wie wir schwätzen. Wir sind sehr kopflastig und weniger so Bauch und Herz. Ich sage immer, eigentlich musst du das Herz des Menschen ansprechen oder den Bauch. Es muss sich gut anfühlen oder du musst Wärme. Oder? Aber wenn ein Politiker rein rational redet, wie ich das meistens mache, dann erreicht schon die rational denken. Aber das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit denkt politisch mit Emotionen und so. Hoi. Das Zimmer ist besetzt, weißt du, ich muss so für ein Apero vorbereiten. Ah, scheiße. Ja. Darf man nur 1 Minute, wir machen gleich fertig. Maximal, ja, Eine weil Minute. nachher kommt Vizepräsident und das muss parat sein. Also, Okay. 1 Minute. Ja, zum Abschluss. Vielleicht kannst du noch schnell, oder? Ja, Abschluss. Top. Wie sieht es aus, Andres, in 5 Jahren, 10 Jahren, deine Ziele? Kannst du vielleicht als Abschluss noch etwas an unsere Zuschauer wenden? Ja, das ist mein Ziel. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe und glücklich bin. Das ist das Wichtigste. Und dann sicher beruflich mit Kaisin weiter wachsen, mit unserer Restaurantgruppe, die wir haben. Und politisch einfach Freude haben an den Lösungen.
Das ist ein starkes Statement. hätten Mir wir hat drauf es sehr viel Spaß gemacht. Mega, danke. Ja, mir auch. Sehr- Sorry sehr- für die Unterbrüche. Alles gut. Sehr authentische Person, noch nie so einen authentischen Politiker getroffen. Schon der erste, aber Danke hat vielmals. wirklich Spaß gemacht. Danke Danke. euch. Jetzt wäre unser Auto eigentlich wieder, aber... Das könnt ihr nachher dann reinschauen. Das dürfen wir irgendwie reinschneiden. Ich bin eigentlich in einem Tanzen ein bisschen, aber... Hey, bis zum bleibt nächsten gesund, Mal. danke euch viel mal. Ciao Und zusammen. Danke. macht keinen Scheiß. Thank you, thank you. Ciao zusammen. Talk it like Luce D.